Ich geniesse, dass ich der Frau helfen kann, in die dominante Rolle zu kommen. Hey du Domina-Lehrer, du zockst Frauen für deine persönlichen Interessen ab. Das ist jetzt eine seltsame Frage. So etwas habe ich jetzt noch nie gehört. Grundsätzlich kommen die Frauen aus einem Bedürfnis zu mir. Das heisst, sie brauchen die Ausbildung. Und es ist nicht so, dass ich jetzt gross von dem Einkommen abhängen würde. Ich mache das aus Spass, weil mir ist das Thema wichtig und ich habe ein tiefes Gefühl in diesem Thema, das ich einfach möchte vermitteln möchte. Ich geniesse, dass ich der Frau helfen kann, in die dominante Rolle zu kommen. Erzähl mir von deinem lustigsten Erlebnis als Domina-Lehrer. Wir machen den Schnupperkurs ja als Einführung für Damen, die noch unsicher sind, ob das Thema wirklich etwas für sie ist. Und da gibt es schon immer wieder lustige Erlebnisse, so wie mal ein Sugar Daddy, der seine Liebhaberin gebracht hat, um mal die Erfahrung zu machen. Sie ist dann total in dem aufgegangen und hat sich im Schnupperkurs befriedigen lassen. Und lustig daran war die Art und Weise, wie sie das umgesetzt hat, weil der Sub hat ihr gesagt, ja, er hätte so ein den Fetisch vom Petplay, also einen Hund zu spielen während der Session. Und sie ist auch total auf das eingegangen und hat ihn an der Leine genommen. Und ganz lustig war, als er dann so wie ein Hund hechelnd die Zunge rausgestreckt und sich dann an ihrem Bein gerieben hat. Und zu sehen, wie sie das genossen hat, das ist wirklich eine lustige Erfahrung. Ja. Du lebst doch nur deine eigenen Fetische aus. Sicher zum Teil. Es ist aber nicht so, dass ich selber involviert bin. Den Kurs zu machen ist nicht für meine Befriedigung, weil ich bin ja nicht als Sub in dem Kurs tätig. Aber meine Befriedigung ist die gleiche wie in jeder Lehrtätigkeit, dass man jemandem etwas beibringt und dann auch ein bisschen stolz ist darauf, wenn jemand aus dem Lehrgang etwas macht. Was sind die größten Wünsche der Kunden? Ja, es gibt natürlich die Themen, die so die meisten Kunden interessieren. Das ist so ein bisschen die Soft-Dominierung, also sich ausgeliefert zu fühlen, das Devote ausdrücken, die Anbetungsszenarien, das Worshipping oder auf Englisch, Fußküssen, Massage geben etc. Also für mich ist es eigentlich eine sehr romantische Sache. Es ist ein Zeigen im Gegenüber, dass man sie verehrt.